Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA San Andreas. Wir sind hier gerade in Chinatown vor dem Wusi seiner Hütte und da ist schon gerade da, wo wir die nächste Mission starten. Wir brauchen ja noch ein bisschen Geld für den Zero später. Hey, Woozy, my man, what's going down? Hey, CJ. Let me introduce you to Shuk Fu, Ramfa Li. He heads the Red Gecko Tong on the west coast. How you doing? Ah Kung has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Blood-Feather Triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. He is Triad? A mountain boy? No, a personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Da Nang boys. Okay. Thanks for your support. So, okay, gut. Ich habe schon vermutet, dass es die Mission ist. Wir müssen jetzt zum Flughafen. Dort in der Tiefgarage ist ein Büsschen, glaube ich, wo wir müssen mücken. Und dort hat es sehr viele Leute und es gibt riesige Ballerei, wie immer. Man kennt sie halt von GTA. Und dann müssen wir das irgendwo abliefern. Also es ist eigentlich eine ganz normale Ablieferungsmission, wie man es so kennt eigentlich von GTA. Und dann, wenn wir das eigentlich abgeschlossen haben, sollten wir eigentlich genug Geld haben, denke ich jetzt mal, dann für den Zero. Da können wir nämlich die Missionen machen, weil die sind relativ kacke, bin ich ganz ehrlich. Die Zero-Missionen habe ich noch nie gefühlt. Aber sie gehören natürlich auch dazu, man muss sie halt machen, dass man weiterkommt dann. Und dann würde ich mal sagen, wir machen zuerst jetzt die Mission logischerweise. Und dann sollten wir eigentlich genug Kohle haben, dass wir nachher dann mit dem Zero weiterfahren können. Ich weiß gar nicht, ob wir dort auch Geld bekommen für seine Missionen. Ich weiß nur, dass wir nachher Immobilien freischalten, wo wir auch Geld darüber verdienen können. Also, dass wir dann nachher halt diverse Immobilien kaufen in San Fierro. Durch die Immobilien, glaube ich, dann auch Geld einnehmen. Plus dann nachher, ja, wir sehen es dann. Also, es gibt verschiedene Sachen, um da dann Geld noch zusätzlich zu bekommen. Ups, jetzt muss ich schon schauen, jetzt müssen wir hier oben durch. He? Genau, da hinten müssen wir. Ah, wieso dreht es mich auch so beschissen gerade? Ah nein, ist das Auto, das wir holen müssen. So, genau, also das ist jetzt ein Hinterhalt. Da müssen wir jetzt irgendwie rauskommen. Darf aber auch nicht zu viel Schaden kassieren. Wow. Ich weiß gar nicht, wo wir es abliefern müssen. Das Auto. Jesus. Du kommst nicht weit. Was haben wir denn noch? So. Jetzt muss ich schnell kurz auf die Map schauen, wo ich her muss. Okay, ich muss dort zum Pizza. Ich sollte immer Pizza Hut sagen, aber es ist nicht Pizza Hut, zu dem Pizza-Dingsbums runterfahren.
Da würde ich behaupten, wir fahren alles hier unten rum. Ich glaube, das ist die beste Methode, um dort runterzukommen. Ich muss einfach die Töpffahrer loswerden. Einer ist schon mal weg, ein bisschen. Nein, du Wichser. Fahr schneller, du Auto. Ach, ist wieder so eine richtige Krütze. Hey. Okay, ist niemand mehr rum. Sehr gut. Jetzt sollten wir eigentlich schaffen. Das ist bei der Brücke. Ausser irgendjemand oder irgendetwas sprengt uns komplett noch weg. Aber ich denke nicht. Wo vorne hocken sie? Ah ja, logisch, ich glaube dort, wo ich es abliefern muss, spawnt noch das Auto. So, aber gekonnt ausgewichen und dann tun wir das Auto hier abliefern. Und hat mich so bestanden und haben $6000 bekommen. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, weil die Mission noch, oder weil die Folge relativ kurz ist, gehen wir mal gerade zum Zero und kaufen gerade das Unternehmen dort. Weil dann haben wir das auch gerade gemacht. Und dann können wir dann in der nächsten Folge dann weitermachen. Mit dem Zero oder mit dem Cheesy oder wie er heisst. Ich würde aber gerade behaupten, wir machen dann eine Mission vom Zero. Ja, wir könnten sogar wahrscheinlich, ja, wir machen jetzt noch gerade eine Mission beim Zero. Es sollte, glaube ich, gerade starten. Oder es kommt, glaube ich, sogar gerade eine Mission, ich weiß es gar nicht mehr. Aber da haben wir da auch gerade eine noch gemacht. Es sind, glaube ich, 3 oder 4 Missionen, es sind nicht so viel beim Zero, aber es sind eben alle scheiße. Wow! Alter. Hätte es alle wissen. Oh, Entschuldigung. So, also, da sind wir jetzt hier beim Zero und dann kaufen wir da gerade mal die Immobilie. Sorry, da muss ich schon her. Geschäft schlägt gegen mich. Schlägt er jetzt das Auto? Ah, okay, nimmt jetzt einfach ihr das Auto. Catalina hat noch angerufen, hä? So, und dann haben wir dort die Immobilie gekauft. Ist einfach schon angeschrieben mit Zero, aber egal. So. Jetzt müssen wir, glaube ich, schnell warten, bis der Zero anläutet. Alter, was passiert da? Ah! Alter! Hat er jetzt gerade die Frau rausgeschlagen, weil sie ihn rausgeschlagen hat? Carl, it's Zero. Oh, hi, Z. You wasn't around when I signed the deeds. Yes, I know. I was on a dangerous reconnaissance mission, deep into enemy territory. So, okay, das ist Zero, der uns wieder Scheiße labert. Und jetzt können wir auch hier endlich die Mission starten und dann machen wir das gerade mal schnell. Air Raid. Hey, what up, Z? Nothing is up, Carl, apart from my blood pressure and the imminent collapse of my hopes and dreams. Why? As usual, the forces of darkness have triumphed over good. Life is nothing but misery, briefly interspersed with agony. Homie, what you on? Whatever it is, you need to reduce the dosage. Excuse me, but I never take drugs. We all know drugs are for losers and or sex maniacs. And right now, sex is the last thing on my mind. Thank God for that. Berkeley is back. Oh, Berkeley. Yes. Who the fuck is Berkeley? Oh, just a man I once beat in fair competition. A man literally obsessed with revenge. Oh, you putting hands on him? No, please. I never initiate violence.
Oh, I know. You knocked this bitch. No. I won the prize in the science fair. First prize, that is. And now he wanna pop you? Oh. And they say gangbangers is petty and small-minded. Hey, what's that bleeping sound? That's him. We shall fight to the end. Berkeley's launched a full-scale attack. This is insanity! All batteries commence fire. He's going for my transmitters. If he takes them out, I'll never be able to launch a counterattack. No problem, man, but they're only toys. They're not toys. They're just smaller. CJ, Gut, also jetzt sind wir da mit der Miniguns Zeug abballern und das ist eben auf der PS oder auf der Konsole ist das eben hure Scheiße zum Gamen. Aber ich versuche es möglichst gut alle zu verwischen, aber ich kann leider nicht garantieren, weil es wirklich hure Scheiße ist zum Steuern. Im PC ist es wesentlich einfacher und auch besser. Come on. Ah, jetzt so. Gerade ein Schwarm, Alter. Oh, du Siech, Alter. Oh, die Bombe ist daneben. Ah, einen Hit haben wir bekommen. He? So. Ah, Mann, nein. Das Problem ist aber, es kommen so viele kleine Flügel und dann meistens gerade noch gleichzeitig und dann trifft sie manchmal eben auch gar nicht. Ah, ich treffe sie dort. Sauhund, weg mit dir. Scheiße. Alle können droppen, bis auf den. Dann sollte es gerade da oben kommen. Hä? Alter, ah da. Ja, super. Ja, Mann, der... Tut mir leid, Kollege, aber das Zeug steuert sich aber auch wirklich ganz beschissen. Vor allem, wie viel Fernbedienung muss der Typ haben? Es ist ja nur einer, der ihn hier angreift die ganze Zeit, oder nicht? Alter, es sind zu viele, Mann. Ich kann da nicht so viel abwehren. Ich hasse die verdammten Zero-Missionen, Mann. Okay, die hat nicht getroffen. Vor allem der Spawn ist plötzlich einfach so in der Nähe. Alter Schwede, Mann. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Ja, wir haben es geschafft, oder? Wir haben es, glaube ich, geschafft, oder? Berkeley! As long as we have opposable thumbs, we will fight you! Well done, Carl. Now leave. I must prepare for the battles ahead. Never have so few owed so many. Too little, three... No, that's not it. What is it? We will fight him on the beaches. Well, rooftops. So, dann haben wir die Mission bestanden und haben auch noch $3000 bekommen. Und ja, dann würde ich mal sagen, wäre es auch gewesen von dieser Folge von GTA San Andreas. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns dann einfach immer einen anderen Teil wieder. Bis dahin sage ich mal, macht's gut. Der komische, macht's gut. Schönes Tag noch und ciao.